auf die beiden Rentner aus Leidenschaft, Willi und Ernst. Ist das schön hier. Donnerwetter. Wenn die ganzen Bekloppten da draußen wüssten, dass hier das Paradies ist. Die Welt wäre ein bisschen besser. Hallo! Läuft super, Ernst, läuft super. Ja, wir sind wirklich Willi und Ernst. Ich bin Willi und das hier ist mein allerbester Freund Ernst. Ja, wirklich. Ja, das ist wirklich, das muss man an so einem Tag mal sagen. Wir zwei, wir sind wirklich Freunde seit der Grundschule, ne? Das stimmt wirklich. Er hat 2 Jahre in der 3. Klasse auf mich gewartet. Ja. Was ist noch? Nur weil ich wusste, dass du kommst, verstehst du? Ich bitte dich, ich lasse mich doch vom damaligen Lehrpersonal nicht versetzen, verstehst du? Mit dem, was ich nicht weiß, sind ganze Abi-Klassen in Köln hängen geblieben, mein Freund. Verstehst du? Ich war der Knick in der PISA-Studie. Was sollten die Damen noch über uns wissen? Wir leben in einer Seniorenresidenz, in einer WG und wir teilen wirklich alles. Und das seit vielen, vielen Jahren. Ja, wirklich, also so GEZ, ne? Der Kühlschrank, die Socken, ne? Die Medikamente. Wirklich, was er abends nicht wegkriegt, das krieg ich weg. Ich habe so ein bisschen grün-grauen Star. Ne? Und je nachdem, was ich schlucke von ihm, ich sehe Prismen. Wirklich. Deswegen, wobei, gestern Abend, das Größere, das war ein bisschen schwierig im Abgang. Das hat an der Mandel gebrannt. Was war das? Es war ein Zäpfchen. War für den Arsch? Ja. Ich bitte dich. Ist ja gut. Was noch ganz, ganz wichtig ist für die Damen im Saal, für sie scheint selbst im Winter die Sonne, vor ihnen stehen 2 Singles. Ja. Also sollte eine Dame, also sollte eine Dame gerade denken, wow, sprechen Sie uns an, wir sagen ja, wir können noch im Februar die Lohnsteuerklasse wechseln. Ja, aber wir sind nicht mehr lange Single. Ich sag es dir, da vorne der Blick dieser Dame, mein Gott, sie haben ja wirklich den ganzen Obstsalat auf den Kopf geparkt. Ne? Das ist Frida Kahlo. Donnerwetter, also das zieht mich magnetisch an. Darf ich Ihnen das sagen? Ich bin sowas wie ein Elektriker der Liebe. Ich überwinde jeden Widerstand. Ja. Bis beim anderen die Sicherung durchknallt. Es ist doch Frettchen. Guck mal, dann bin ich halt sowas wie ein Schlosser der Liebe. Das ist doch nur ein Bild. Ein Schlosser der Liebe. Ich knacke jedes noch so verschlossene Herz. Ernst, du hast schon Probleme mit deinem Fahrradschloss. Und das hat nur 4 Ziffern. Und die ersten 3 Ziffern haben wir auf 0 gestellt. Was haben wir bei der 4. genommen? Die 11? Ja. Nicht? Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum du seit Jahren zu Fuß läufst. Ja, aber klaut mir auch keiner das Fahrrad am Kölner Hauptbahnhof. Ja, ist richtig. Das steht da schon. Und lass das bitte, du hast eben wieder gesagt, ich bin kein Frettchen. Aber Frettchen, du bist ein Frettchen. Guck mal, alle Menschen geben ihren liebsten Kosenamen zu Hause, weißt du, so Häschen, Schweinchen, Füchschen, bei ihnen vielleicht schwerer Kavenzmann. Ne? Ich weiß es nicht. Ne? Und gucken Sie mal, ich mag Frettchen. Frettchen, die sind intelligent, die sind schön, die sind wuschig, die sind flauschig, die sind anmutig, behutsam. Eigentlich hast du nichts mit Frettchen gemeinsam. Gut, dann lass es doch einfach... Mann, dann lass es doch einfach weg. Ja, aber ich kann jetzt im Alter nicht auf Hamster umsteigen. Wie kommst du jetzt auf Hamster? Naja, guck dich an, der Hamster dreht am Rad, ne? Hamster sind nachtaktiv und, aufgepasst, Fun Fact, der Hamster kotet sich ein, wenn der Fressfeind kommt. Wirklich, der Hamster scheißt beim Laufen. Nein, wirklich. Doch, wir sind mit dem FC Köln nach Mönchengladbach gefahren, da hast du gesagt, ich hab Schiss in der Buchs. Ernst? Das ist eine Redewendung, das ist einfach nur eine Redewendung. Okay? Ich konnte es ja nicht überprüfen. Ernst, lass es. Ja. Meine Güte, nee. Ja, aber das ist das Schlimme. Ne? Wirklich. Ich habe wirklich in letzter Zeit das Gefühl, ich leide verstärkt unter Amnestie. Unter was leidest du? Amnestie. Ich sage euch, ich sehe manchmal Sachen vor mir, manchmal morgens im Spiegel.
Da sage ich auch, komm, geh weiter, ich rede nicht mit jedem. Das sind ja Gesichter, die mich da angucken. Ernst, du kannst nicht unter Amnestie leiden. Wenn du überhaupt leidest du unter Amnesie. Nee. Doch. Der Amnesie, das ist die Wirtin am Heumarkt vom Söckchen, eine schöne Frau. Die Wirtin vom Heumarkt, die du meinst, die heißt nicht Amnesie, das Wort Annemie. Und das Annemie hat die Kneipe seit Jahren nicht mehr, weil Annemie hatte leider Bulimie. Ich bitte dich, da musst du doch die Kneipe nicht verkaufen. Da muss dir doch nur einem von den beiden Männern den Laufpass geben. Das ist aber auch eine Granate, ne? Wenn eine Frau 2 Männer heiratet, dann ist das nicht Bulimie, das ist Bigamie. Nein, das ist, wenn du Papierfliegerchen bastelst. Nein! Das ist Origami. Das ist ein Gewürz. Nein! Das Gewürz mit O, was du meinst, heißt Oregano. Das ist die Hauptstadt von Sizilien. Nein! Das ist Palermo. Das ist, wenn du was mit Käse überbackst. Nein, das ist Alforno. Ja, aber dann hatte Dr. Oetker falsch ausgeschildert auf der Pizza. Ernst, du bist echt eine medizinische Sensation. Ja. Kein Arzt auf der gesamten Welt wird jemals bei dir den Hirntod feststellen können. Das habe ich nicht verstanden. Lass mich doch jetzt erzählen, warum wir hier sind. Ja, Mann, natürlich, erzähl das doch. weil wir denken, der Fastelovend ist wichtiger denn je. Es ist so schön, hier in dem Saal sagen zu können, endlich bin ich mal wieder mit normalen Menschen zusammen. Draußen die Welt, oder? Ja, ist wirklich. Ganz ehrlich, draußen hat man doch das Gefühl, alle sind so bekloppt geworden. Da braucht einer Öl, geht er nach Venezuela, da braucht einer Eis, geht er nach Grönland. Und ganz ehrlich, sowas verstehe ich nicht. Ich habe das Gefühl, es geht nur noch um Kohle, Kohle, Kohle. Nein, das ist Öl. Frettchen. Geld meinte ich doch. Ja, aber guck, das kann ich dir erklären. Das sind diese Manager, die sind gierig geworden, verstehst du? Es geht nur um den Shareholder Value. Die wollen nur noch Bonusse. Ist immer nur noch Hulle, aber nichts mehr gebe. Das können wir ausdiskutieren, das können wir nachher wirklich ausdiskutieren. Ja. Aber eins möchte ich festhalten, die Mehrzahl von Bonus ist nicht Bonüsse. Doch. Nein. Ja, ich bin heute auf Die Mehrzahl von Bonus ist boniert, kommt aus dem Lateinischen. Was hat ein Eichhörnchen? Was hat ein Eichhörnchen? Buschigen Schwanz, Ja, weiter oben. spitze Öhrchen, Noch weiter oben in seinem Bau. die ein oder andere Nuss, Mehrzahl von Nuss? Nüsse. Also heißt es Bonusse. Nein! Ja. Nein, die Mehrzahl von Bus ist auch nicht Büsse. Frag mal einen Busfahrer in Kollenkalk. Ne? Was? Ja, dem ist mein Busticketer. Ernst? Oh, Lass das. Das ist politisch nicht korrekt. Siehst du, jetzt habe ich wieder so eine Stadtbilddebatte losgetreten. Weiß ich nicht mehr. Ach, herrje. Und wir haben Februar. Ja, jetzt genau. Ernst, meine Im Güte. März ist das Sauerland doch wirklich schöner, ne? Ernst, kannst du einfach mal jetzt schweigen, wenn ich die Geschichte erzähle? Ja. Du bist halt nicht so gebildet. Doch. Es ist wirklich, ich bin wirklich Beweise. Beweise. Ja. Dafür, dass du nicht gebildet bist? Ja, was macht Robin Hood mit gestohlenem Deo? Er verteilt es unter den Armen. Wirklich, es ist wirklich, wir waren... Lass! Ja. So. Dummheit ist nur, wenn man immer das Gleiche tut, aber keine neuen Erkenntnisse daraus zieht. Das ist bei mir nicht der Fall. Weißt du, was ich meine? Nein. Ich mache mir wirklich viele Gedanken, das muss ich Ja, sagen. aber denkst du auch mal nach, bevor du sprichst? Wieso? Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich gehört habe, was ich sage? Meinst du, der Politik geht es anders? Oh, wir waren gestern auf einer Bundeswehrsitzung. Habe ich einen schönen Witz erzählt. Was trinken Führungskräfte? Leitungswasser. Assesser. Ich habe es auch erst nicht verstanden. Du hörst jetzt echt mal auf. Hast du Beispiele? Beispiele dafür, dass du nicht gebildet bist? Frettchen, der Bart steht hier. Beispiele dafür, dass du nicht gebildet bist? Ja. Letzten Sonntag haben wir bei uns in der Seniorenresidenz Stadt, Land, Fluss gespielt. Und ich liebe dieses Spiel. Nur dann kam der Buchstabe A dran. Und unter Fluss hat dann jeder sowas geschrieben wie A, Aare, Amazonas. Nur bei dir stand Arsch. Ja.
Weil Arsch der größte Fluss in Norditalien ist. Das ist der Po. Und wo ist der Unterschied zwischen Po und Arsch? Keiner, verstehst du? Ich bitte dich. Nein, nein. Ich akzeptiere das nicht. Und seit 2,5 Jahren versuche ich dem zu erklären, dass Prinz Charles in der Westminster Abbey gekrönt wurde. Er behauptet steif und fest, es wäre die Westminster Abbey gewesen. Ja, weil ich mir von einem Nicht-Engländer nichts erklären lasse. Dein Englisch ist noch nicht mal rudimentär vorhanden. Die einzigen Fremdsprachen, die du sprichst, das ist Hochdeutsch und besoffen. Und nur Letzteres davon ist flüssig, verstehst du? Ja, er hat jahrelang geglaubt, das heißt After 8 und nicht After 8. Dabei ist die Minze nicht am Arsch, die kommt kurz nach 8, mein Freund. Ich habe noch nie einen in der Werbung gesehen, der die Schokolade vom Pfötchen kratzt, verstehst du? Lass es jetzt sein. Ich will die Geschichte erzählen. Ja. Und das ist das Problem. Du kochst immer nur dein eigenes Süppchen. Im Gegensatz zu dir kann ich kochen. Du kannst nicht kochen, das ist Auftauen, was du machst. Ich kann kochen. Ich koche regelmäßig bei uns in der WG. Was hast du als letztes gekocht? Hähnchen Provinzial? Hähnchen Provinzial. Dann sage ich dir nochmal auch hier, das heißt nicht Hähnchen Provinzial, sondern Hähnchen Provençal. Wegen den Kräutern aus der Provence. Ist mir doch egal. Bei mir kannst du versichert sein, dass das Hähnchen schmeckt, verstehst du? Ja, hier immer für die Damen ein kleines Kochrezept fürs neue Jahr. Alle sind aber Chefkoch und so unterwegs. Ich habe ein schönes Rezept. Hähnchen Provinzial à la Ernst Schneider. Da können Sie jeden Mann mit begeistern, nicht wahr? Überzeugen. Sie nehmen sich ein handelsübliches Hähnchen. Bevorzugterweise ist das Tier tot. Das hilft bei der weiteren Verarbeitung. So, und jetzt stecken Sie eine Plastiktüte rein und jetzt kippen Sie eine Flasche Jägermeister oben drauf. Ne, da haben Sie schon mal 60 Kräuter ohne viel Schnippeln und Schneiden. Zack. So, ja, jetzt kühlt das Tier über Nacht in den Kühlschrank, ne, einmal schön durchgeschleudert. Am nächsten Morgen kommt das in den Römertopf rein. Der Römertopf kommt aus Italien. Der Italiener fühlt sich nur wohl in Alkohol, also kippt er noch eine Flasche Averna obendrauf. Das sind nochmal 56 Kräuter. Das sind zusammen 116 Kräuter, ohne viel Schnippeln und Schneiden. Ich sag euch eins, das Tier spürt von der ganzen Behandlung gar nichts. Und wenn ihr an der permanenten Verköstigung dranbleibt, ihr könnt einladen, wen ihr wollt, das ist euch scheißegal. Gut. So viel zum Hähnchen Provinzial. Was ich aber erzählen wollte... Frettchen, frag mich mal nach dem Partieren. Was? Frag mich mal nach dem Partieren. Ernst, nimm mir mal ein paar Tiere. Schweinchen, Füchschen, Häschen. Lass doch das doofe Schen weg, das braucht es doch gar nicht. Ach so, Kanin, Eichhorn, Frett. Da krieg ich ihn immer mit, verstehst du? Was ich erzählen wollte, wie wichtig der Fastelovend ist. Und im Sommer hat uns der Fastelovend das Leben gerettet. Wirklich, durch den Fastelovend sind wir wirklich dem Tod von der Schaufel gesprungen. Man springt dem Tod von der Schippe. Ist doch dasselbe. Wenn, dann ist es das Gleiche. Gibt es aber bei Obi. Ja. Ist doch egal, ob du mit der Schaufel oder der Schippe unter die Erde gebracht wirst. Hauptsache, es ist tief genug. Gesehen davon, das ist mir peinlich, dass du mich mal als doof hinstellst. Ernst, du bist der König der Peinlichkeiten. Ich? Ja. Ernst, es gibt Peinlichkeiten. Neben dir rot zu werden, ist normal für mich. Wir hatten eine Silvesterparty bei uns in der Seniorenresidenz in unserer WG. Der Ernst hatte vergessen, Sekt zu kaufen. Was hat er gemacht? Er hat den trockenen Riesling in den Sodastream gekippt und hat dann auch noch die Frechheit besessen, zu fragen, wer sein Sekt Medium wünscht. Ja! Ja! Nein! Nein! Ja, habt ihr schon mal an Silvester Sekt an der Tankstelle gekauft? Das ist Wegelagerei. Das unterstütze ich nicht, verstehst du? Ja. Also es ist wirklich, es ist Schippe oder Schaufel, ist doch egal. Wie tief muss eigentlich ein Frettchen unter die Erde, damit es bedeckt ist? Wie gesagt, der Fastelovend hat uns das Leben gerettet. Wir waren in Österreich auf einer Wanderung. Und bei dieser Wanderung kamen wir an eine Schlucht. Die Krötzenkrochtenschlucht. Und über diese Schlucht... Die Krötzenkrochtenschlucht. Wirklich, die heißt da wirklich alle so. Krötzenkrochtenschluchten. Da kriege ich schon Angina, wenn ich das Wort nur geschrieben sehe, wirklich. Da gibt es ja wirklich einen heißt der Pachtnachtklamm, das andere ist die Krötzenkrochtenschluchten. Wirklich, da sehe ich förmlich, wie der Luis Trenker den Berg herunterkommt. Vater, Mutter, der Berg ruft. Oh, aber der Nebel zieht ins Tal. Wo ist die Ziege? Ich hätte das Zäpfchen heute Morgen nicht nehmen dürfen.
Hast du gerade eine Ziege gespielt? Eine Ziege im Nebel, verstehst du? Den Nebel habe ich nicht gehört. Ja, du konntest du noch nicht sehen. Ich kann auch andere Tiere. Hier, ich hatte früher noch bei NDR, da gab es dieses Walross. Das kam immer so aus dem Wasser rausgesprungen, ne? Und dann lag das da, ein schönes Tier, immer so. Da habe ich immer Spaß. Oder hier Eichhörnchen. Ja, ist ein altes Eichhörnchen. Sucht gerade die Nüsse. Wir Rädchen. kamen bei dieser Wanderung also an diese Schlucht. Die Krötzenkrachtschlucht. Wie heißt der Vulkan auf Island? Ja, Völker, ja. So was behält er sich, so was behält er sich. Wir kamen also an diese Vertiefung in der Erde. Und über diese Vertiefung in der Erde war eine Hängebrücke gespannt. Und dann stand da auch schon ein Warnhinweis. Achtung! Krötzenkrachtschluchten. Ausrufezeichen. Der Warnhinweis besagte, dass die Brücke nur zugelassen war für 4 Personen. Leider wurden wir an dem Tag verfolgt von einem 12-köpfigen Junggesellenabschied aus Bayern. Wirklich hackestrack auf dem Weg nach Malle. Ja. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Wirklich. Aber wir sind soziale Menschen, wir haben die Jungs gewarnt. Ich habe da noch gestanden. Ich habe gerufen. Bleib stehen. Krötzenkrachtschluchten. Aber die Doofern verstanden könnt Jon. Und dann kam es so, wie es kommen musste. Plötzlich waren wir mit 14 Mann auf dieser Hängebrücke, die nur für 4 Personen zugelassen war. Eins von den 2 Stahlseilen ist gerissen. Mit Mühe und Not konnten wir uns... Spielst du jetzt gerade reißende Stahlseile? Ich hätte auch eins spielen können, was sich verzwirbelt. Es ist nicht einfach. Eins von den 2 Stahlseilen ist gerissen. Mit Mühe und Not konnten wir uns an dem einen verbliebenen Stahlseil festhalten. Aber dann hatte ich eine Institution. Was hattest du? Ich hatte eine Institution. Du hattest eine Inspiration. Ja, geschwitzt habe ich auch. Ja. Ich habe dem Wild zugeraunt, Jungelchen, egal was passiert, halt dich an dem Seil da oben fest. Natürlich halte ich mich an dem Seil fest, unter mir ist nix. Und wenn ich anfange zu singen, sing mit. Aber ich singe doch in so einer Situation nicht. Sing mit. Und jetzt die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein. Bitch, bitch, Die einzigen, die geklatscht haben, war der Junggesellenabschied. Und so hat uns der Fastelovend das Leben gerettet. Weil wir den Fastelovend kannten, weil wir die Lieder kannten. Und ich bin mir sicher, lass mich jetzt ausreden. Aber Frettchen, du musst atmen. Bitte, ich mache das selber regelmäßig. Das ist eines meiner Hobbys. Es hilft beim Überleben. Ich habe vorher geatmet. Ich bin Apnoe-Redner. Deswegen hören dir nur die Fische zu. He? Ich hatte Ich kann auch Fische spielen. Ich hatte Zwiesprache mit Gott und ich bin mir ganz sicher, ich habe Gott dafür gedankt, dass er uns gerettet hat. Und ich bin mir sicher, Jesus selber hätte den Fastelovend geliebt. Jesus selber hat uns die heilige Zahl 11 für den Fastelovend geschenkt, weil er hatte 11 Jünger. Daher kommt die heilige Zahl 11 im Fastelovend. Was denn? Nur fürs Protokoll. Ich meine, falls die Älteren sich noch erinnern können, es waren 12 Jünger. Also, wir wollen ja keine Fake News verbreiten, wo keine sind. Es waren 12. Deshalb hat er den Judas ja auch rausgeschmissen. Ja. Macht ja keinen Sinn. Und ganz ehrlich, jetzt nicht falsch verstehen. Der Fastelovend, wir sind ja keine Sekte. Nein, wir halten uns streng an die 10 Gebote. Ganz wichtig. Ja. Aber Frettchen, Ja. wenn die Zahl 11 doch so heilig ist, warum haben wir da nicht 11 Gebote? Das wäre doch schön. Aber es gab doch 11 Gebote. Gab es das? Moses kam mit 11 Geboten vom Berg runter, dann hat er sie sich durchgelesen und das 11. war selbsterklärend, deshalb hat er das erst gar nicht veröffentlicht. Wie war das denn? Du sollst nicht Helau sagen. Die armen Düsseldorfer, Ja, die versündigen sich jedes Mal. Ja. Das haben die nicht mitbekommen im Neandertal. nein. Aber der Moses, der war ein toller Kerl, ne? Ja. Der war toll.
Wobei, der hat ja auch das Rote Meer geteilt, der Moses. Ja, richtig. Das halte ich aber für unglaubwürdig. Warum? Moses teilt das Rote Meer. Aber Gott hat ihm geholfen. Ich bitte dich, ein alter Mann kann nie so lange Wasser halten. Ja, nein. Aber siehst du, das ist schwierig. Das ist politisch nicht korrekt. Aber was mähst du heutzutage für Witze, wenn du sowas Klerikales verpacken willst und politisch korrekt sein möchtest? Soll ich sowas erzählen wie, liegt ein toter Keks auf der Straße? Kommt der Jesus vorbei und sagt, Lebkuchen. Ja, während Willa Rieber schon am Nachdenken ist, weißt du, da fangen die jungen Leute an zu googeln auf dem Handy. Lebkuchen, was haben wir denn hier? Spritzgebäck? Nein, das ist Aachen, Print. Und ja, komm. Was ich auch sagen möchte noch, der Fastelovend hält sich an eine der wichtigsten Gebote, die uns Jesu gegeben hat. Und dieses Gebot besagt, geben ist seliger als nehmen. Und der Fastelovend gibt. Er gibt Gemeinschaft, er gibt Freude, er gibt Kamelle, Bützja und Strüssia. Grippe und Herpes. Nein. Und der Fastelovend hat seine eigenen Märtyrer hervorgebracht. Die ganzen Ehrenamtler, die sich für den Fastelovend aufopfern, die alles geben. Ja. Alles. Die alles dafür geben. Seine Sitzungspräsidenten, die manche Kneipe in der Stadt meiden müssen, weil da immer noch Deckel von Vorstandssitzungen liegen. Mitglieder von Vereinen, die sie extra für den Bierausschank einteilen lassen, damit der Umsatz steigt. Alles das ist ein Aufopfern für den Fastelovend. Und diesen Ehrenamtlern wollen wir nun gedenken mit den Worten, die uns die heiligen Black Föß 1973 auf ihrem Album Ob Blecke Föß nach Kölle gaben. Erhebt euch bitte von euren Plätzen und sprecht bitte mit. Wat auch passiert, dat eine ist doch klar, das Schönste, wat ma han, schon all die lange Jahr, ist unser Fädel. Denn he hält ma zusammen, egal wat auch passiert, in unserem Fädel. Alaf! Liebe Mädchen, wir wollen Video und Ernst. Zwei Funktionäre! Das ist wirklich eine Ehre. Heute bei der Mädchensitzung gewesen Aber zu jetzt sein. müssen wir heim. Macht es gut, bleibt gesund, Allah zusammen. Dankeschön.